Servus Gätzchen, hallo, herzlich willkommen zu neuen Update-News von Pokémon. Und zwar wurden wir mit einem neuen Trailer beglückt, der unter anderem gerade im Hintergrund läuft. Und zwar zu Pokémon Karasing und Pokémon Purpur. Namensgebung ist vielleicht ein bisschen tricky, aber das kriegen wir hin, bis das rauskommt. Uns haben neue Pokémon-Spiele vorgestellt worden, und zwar zur 9. Generation, also die Generationenschlacht geht weiter. Uns wurden in diesem Ankündigungstrailer zum Beispiel schon die neuen Pokémon, die neuen Starter-Pokémon zeigt. Hier kurz eingeblendet. Im Trailer haben wir gerade schon die neuen 3 Starter-Pokémon gesehen. Unter anderem handelt es sich da um Felori. Felori ist ein Pokémon der Kategorie Flora-Katze. Ist nicht besonders groß, nicht besonders schwer, als Fähigkeit hat es Notdünger. Und seine Beschreibung ist das launische Flora-Katzen-Pokémon, das stets nach Aufmerksamkeit sucht. Ich mag das Kätzchen. Das zweite Starter-Pokémon ist Krokel. Es ist ein Feuer-Pokémon der Kategorie Feuer-Kroko-Pokémon. Die Fähigkeit ist Großbrand und das lässige Feuer-Kroko-Pokémon, das alles in seinem eigenen Tempo angeht. Also ein wenig chilliger Dude. Dann haben wir noch Quax. Quax ist vom Typ Wasser, damit hätten wir die gleiche Reihenfolge wie schon immer. Pflanze, Feuer, Wasser. Ist von der Kategorie ein Jugenden-Pokémon. Er hat die Fähigkeit Sturzbach und das aufrichtige Jugenden-Pokémon, das stets Ordnung hält. Wunderbare süße Beschreibung. Genau. Worum es in der neuen Pokémon geht, wie die Backstory ist und wer Anti-Held, Held und so weiter ist leider noch nicht bekannt. Dazu haben wir aber ein paar Trailer-Szenen zum generellen Gebiet gesehen und ein paar Informationen mitgekriegt, dass es sich anscheinend um ein Open World handeln sollte. Nicht so wie in Pokémon Legenden Arceus, da wo die Teilbereiche abgegrenzt wurden und wir vom einen zum anderen Ort reisen müssen haben, sondern eine direkte Open World, die wo frei ohne Ladezeiten betreten werden kann. Wir hoffen noch Game Freak. Grundsätzlich Veränderungen, die mir gleich aufgefallen haben, es ist nochmal ein anderer Artstil als in Pokémon Legenden Arceus und definitiv anders als wir noch in Diamant und Perl gesehen haben, aber das darf jetzt selbstredend sein. Mir wundert es aber sehr, dass sie doch sehr vom Legenden Arceus Artstyle zumindest in der Welt für Pokémon Legenden Arceus abhebt. Pokémon schauen ähnlich aus. Was uns auch schon bekannt sind ein paar Pokémon. Die seht ihr jetzt im Hintergrund im Trailer. Es handelt sich dabei aber nur um alte Pokémon. Wir haben bis jetzt noch kein neues Pokémon außer die 3 neuen Starter gesehen. Deshalb werden wir wahrscheinlich die nächsten Wochen und Monate mit Informationen versorgt werden. Und ja, da sind wir gespannt, was noch Neues auf uns zukommt. Kurze Zusammenfassung. Prunkwerk, Open World. Wir kriegen neue Pokémon, aber wir wissen noch nicht wie viele. Wir kriegen neue Grafik. Und wir sind gespannt, was sonst Neues kommt. Ich freue mich drauf, ich hoffe es auch. Wenn es was Neues gibt, verzeiht euch natürlich auf dem YouTube-Kanal. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Arrivederci und ciao.